Der Kampf beginnt nun auch online und damit herzlich willkommen zum ersten Part vom Let's Fight Online Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Wie ihr sehen könnt, ich da auf der rechten Seite mit Naruto im Son Goku DLC Kostüm, denn das ist mein Ziel, Freunde, euch die ersten 2 Folgen und die ersten 2 Parts wohl noch die ganzen DLCs zu zeigen, die ihr bereits herunterladen konnte. Es wären insgesamt nämlich 6 Stück, doch dazu gleich mehr. Und dieser Goku ist gerade eins davon. Okay, dagegen hat ja auch Naruto, sehe ich gerade. Goku hat dann gesagt. Und er kämpft, gar nicht mal so übel. Die Verbindung steht gut. Keine allzu Verzögerungen. Also, wow, und weg da. Das war knapp. Und dieses Goku DLC, Freunde, das hat noch eine kleine Besonderheit, die ich hoffentlich in diesem Kampf auch noch zeigen kann. Ja, was machst du? Was machst du, Gegner? Was machst du? Komm näher. Und jetzt! Das war zwar nicht die Besonderheit, aber es sieht ebenso klasse aus. Ich bin Naruto Goku oder Son Uzumaki oder, ja, ist auch eigentlich egal, einfach nur Naruto im Goku-Outfit. Oh ja, dieser Instant-Erwach-Modus, der ist echt übel, hey. Vor allem hier bei Naruto, wobei ihr seht schon, man kann nach dem noch rausweichen und auch so, ja halt die Instant-Erwach-Zustände haben Nachteile. Nein, wir sind nicht ausgewichen, ich habe doch die volle Leiste voll, ja super. Ja, haben Nachteile, weil das Chakra sinkt kontinuierlich. So, daneben. Was mache ich jetzt? Ich bin rechts, er ist links, das sieht, jetzt kommt er wieder mit Tobi. Ja, ist ja gut, soll doch machen, und vorbei. Treffe ich doch eh nie. Und jetzt genau. Das Rasen-HMH. Sieht aber irgendwie echt episch aus, wa? Obwohl es eigentlich nur so eine simple Variation ist, aber trotzdem, hey, kannst du bitte mal aufhören? Dankeschön. Mann, ey. Weil hier noch, wenn es weitergeht. Nee, kann natürlich nicht. Und jetzt bin ich hier im Erwachzustand und gut ausgewichen. Jetzt kurz vorbei und dann, er geht und jetzt! Ja, jetzt habe ich ihn, ich hab ihn! Geil. Oh, jetzt kommt er wieder. Und Pain kommt gerade auf. Oh, da ist er Mann gewesen. Ja, Pain ist meiner Seite diesmal. Und da kommt Rock Lee wie auch immer, kommt er halt angeflogen. Oh, kommt er gerade. Und blocken. Lieber blocken, Freunde, weil das Ultimate Use ist hier ein bisschen gefährlich. Kann man schon ausweichen. Ich hab da 2 Balken, hallo? Das seht ihr doch, ja gut, ich Balken halt. Ich hab da 2 Einheiten auf dem Balken. Wieso kann ich nicht ausweichen? Oh. Nee, das kann nicht sein. Mein erster Kampf, ich verliere. Nee, ganz sicher nicht, hey. Ich sagte ganz sicher nicht, hey. So, jetzt kommt er da wieder und bingo. Da seht ihr es mal. Auch der Wachzustand ist nicht vor dem Teamkameraden geschützt. Ja, ungefähr so wollte man sogar was anderes sagen, aber ist ja auch egal. Ja, ich kriege noch ein bisschen was zusammen. Ja, das Geld gut dran, die wundert mich jetzt gar nicht. Das war natürlich... Aber hey Leute, das war der erste Kampf online. Also, ja, wisst ihr, mit Verzögerung und so, da muss man sich erst noch ein bisschen anpassen. Und das Ganze trainieren und ja. Aber es geht natürlich gleich weiter hier im Text. Und zwar mit dem nächsten DLC will ich mal hoffen. Und zwar ist Itachi im Anbu-Zustand, obwohl er im Anbu-Kostüm. So, Itachi, Itachi, bin ich nicht so der Hirsch im Umgang damit, ich muss ganz ehrlich sagen, weil mir sein Moveset gar nicht so in den Kram passt. Ja, genau das, ich habe genau das Moveset erwischt. Oh Mann, ja, das ist nicht so meins, aber mal gucken. Muss trotzdem irgendwie funktionieren. Und zack, und tschüss. So, auswachen geht schon mal, Angreifer geht soweit auch, das sieht sehr weit gut aus. Soll das werden? Parfümdufte-Wolke? WTF. Oh ja, Kunst der Wasserdrachenbombe. Wieso Wasserdrachenbombe? Achso, da war der Gegner. Wollte gerade sagen, Mensch, eine Feuerdrachenbombe. Ich hatte irgendwie Wasserdrachenbombe gelesen, aber ist auch egal. Was macht er? Kommt er mit seinem Raikiri? Ah ne, weil er Shidori. Bei Kakashi wäre es Raikiri. Und Bam. Das, ja. Irgendwie. Naja, ich weiß auch nicht. Man kann es zwar gut als Shield einsetzen, die Attacke, aber ich habe da einfach irgendwie zu wenig Übungen darin. Ist einfach nicht so mein Kampfstil, der von Itachi. Ups, da hat er mich abgefangen. Nur gut, ich führe leicht. Immerhin besser als gar nicht. Oh. Ja, komm schon näher ran. Ja, Mann. Was soll das jetzt werden?
Er wollte eigentlich rangehen. Ja, wie gesagt, als Schild funktioniert Doppelgänger super, als alles andere, naja. Da kann man ihn auch für den Angriff benutzen, aber wie gesagt, ich bin ja nicht so der das so gut kann. Oh, wieder mal abgeblockt, Mann. So, komm doch mal näher, komm mal näher, komm mal näher. Ich will ihn ja immer angreifen, aber sobald ich das mache, kommt er wieder mit seinen Teamcharakteren. Wie jetzt zum Beispiel auch. Gut, er kann gerade zum Schild und dann, bäm. Genau das. Kann gleich der nächste wieder, so jetzt so, abgeblockt. Und er kommt wieder mit dem Move. Mann, ich wollte rausweichen. Vielleicht doch eine kleine Verzögerung drin. Ich hoffe jetzt mal nicht. Und voll in der Luft getroffen. Das wollte wahr sein, ey. So, Kisame, hilf mir. Ausweichen. Gut, geht doch. Es geht doch noch. Ich muss nur rechtzeitig sein. Ablocken, das reicht hier. Tsukuyomi, klappt natürlich überhaupt nicht. Scheiße. Ablocken. Und getroffen. Und jetzt müssen wir eigentlich nachsetzen, aber es geht nicht wegen Karin. Oh Mann, die mir im Weg. Ich sehe nichts mehr. Hallo, bist du? Ah, da. Ausweichen. Wow. Ja, hier ging es nicht mehr. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Zerlegt. Oh. Erwachzustand? Nee, oder? Gut, kann ich auch. Oh, das war gerade unbeabsichtigt. Scheiße, wollte nur Chakra laden. Nein, ich kann zu wenig ausweichen. Scheiße, wie soll ich das machen? Kann der immer noch seine Teamkameraden einsetzen? Also kann ich ja auch noch. Es gibt eine Neuerung von Storm 3 und der Kampf war gerade sowas von fail. Erster Kampf gewonnen, zweiter verloren. Das kann nicht so bleiben. Es geht gleich weiter im Text mit dem nächsten Fight. Also sprich dann mit dem gleichen Fight, mit dem gleichen Charakter und dann... Fazit, ich will eine Revanche. Kann wohl nicht wahr sein. Okay, ich habe jetzt mit die Touch ein bisschen eingespielt. Ein bisschen. Betonung liegt auf bisschen. Sollte aber reichen. Okay. Ja, von der Karin, die geht mir gerade am Arsch vorbei. So geht so ebenso. Der kann mich auch mal. Na klar, ey. Itachi, du bist doch ein Loser, ey. Ja, sorry, aber ich gehe zurück und er läuft natürlich genau in die Richtung von Sasuke rein. Oh Mann, Itachi, also manchmal. Ich muss einfach mehr trainieren mit dir, damit ich deine Movesätze alles so besser beherrsche. Klappt sogar. Der Trick war so billig und trotzdem hat er geklappt. Naja, sicher kein zweites Mal. Das ist ja leider das Gefährliche daran. Ups, da wollte ich... Geht es nicht hier ausweichen? So schnell oder was? Ja, sind so schnell. Scheiße. Okay, mich ablocken oder schneller springen, dann wird es vermutlich schon gehen. Oder ich mach's einfach so. Wir springen drüber. Auch nicht schlecht. Alter, ich sehe nichts mehr. Wo sind die Gegner? Ja, da ist er. Verdammt. Komm schon, ich will was zeigen. Der Wurf. Ich muss noch zeigen. Na klar. Ja, funktioniert natürlich auch so. Egal. Feuerversteck. Nein, ich liege schon wieder hinten. Ich liege schon wieder hinten. Ich muss die Aufholjagd beginnen, Freunde. Kisame! Der macht gar nichts. Also Kisame kann sich hier echt nicht verlassen. Nix gewesen. So. Wirf mal. Wirf mal. Nicht du. Itachi soll. Oh je, oh je, oh je. Ablocken, ablocken. So, jetzt aber. Nein! Ich hatte ihn doch fast. Und das nur wegen diesem Trottel von Suigetsu. Ja, vielen Dank, Alter, dass du mir so in die Parade fährst. Mann, oh Mann, wow. Ja, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ich kenne mittlerweile seine Tricks, er kennt mittlerweile meine. Es wird lustig. Und ich war zuerst endlich mal den Wurf gezeigt. So, jetzt habe ich alle Jutsus gezeigt. Jetzt kann ich hier das Ganze beenden. Und seinen Wachzustand, den ich gewollt habe. Meine Güte. Einfach draufhauen, was das Zeug hält. Er verbraucht seine ganze Ausweichleiste natürlich. Und ist erledigt. Tja, so schnell kann's gehen.
Ja, Itachi, genau so. Oder anders formuliert, ich habe mit ihm versagt und muss da wohl noch mehr trainieren für den nächsten Online-Fight mit ihm. Oh ja, allerdings. Das dritte DLC für heute, Sasuke im Kimono-Outfit. Ja, es hat irgendwie was, passt doch nicht ganz zu seiner fiesen Macke da, aber ist trotzdem nicht so übel. Und nix. So, jetzt ran an den Mitsukage, natürlich nicht sich von einer Bombe treffen lassen, auch super, Sasuke. So, Verteidigung durchbrochen und aufgespießt. Und so geht's natürlich wieder mal. Wie könnte es aber anders sein? So. Nein! Hallo, ich war zuerst mit dem Wurf. Also die Logik in den Spielen, wo da die Prioritäten gesetzt werden, das leuchtet mir nicht immer ein. Nee, ganz ehrlich, also da war ich jetzt zuerst meiner Meinung nach. Aber gut, dann eben nicht. Damit muss ich rauskommen. So, bam, voll in die Schnauze. Da kommt sein, oder eher Irsu jetzt so. Und hier kommt einer. Voll erwischt. Okay, Yugo, mach dich bereit, du wirst bald das war knapp. Du wirst bald eingesetzt werden. Nein, das ist immer wieder die gleiche Scheiße. Das Ultimate Jutsu und Mitsukage muss ich aufpassen, ey. Das kann übel sein. Gut, gut. Jetzt habe ich es mittlerweile. Ich hab's drauf. Naja, irgendwie. Na klar, hier so geht's zwar zuerst. Scheibenkleister. Oh. Und Yugo-Kombo. Und das ist was da hinten? Du sollst angreifen. Ausweichen, genau. Ausweichen. Mann. Ausweichen und angreifen. Ausweichen und angreifen. Und angreifen, bevor sie angreifen kann. So können wir gewinnen. Und mit Suigetsus Hilfe. Und Yugo kommt gleich auch noch dran. Warten. So, jetzt aber. Und. Ups, das war Fail. Scheibenkleister. Oh, Doppeltreffer. Und. Na, shit. War ein bisschen zu spät. Komm schon. Wir müssen es beenden. Wir müssen es beenden. Ich bin mal down. Oh, klatschen. Was mache ich bloß? Wow. Das war's. Voll brutal, ey. Voll der brutale Finisher. Das schätzt die Uchiha nicht. Finsterer Sasuke. Ja. Immer das gleiche mit dir, Sasuke. Immer das gleiche. So, zwar kein DLC, aber die muss man noch aussparen für die nächste Folge dann. Heute geht's weiter mit Minato gegen Kakashi, oder sprich wohl eher aus meiner Sicht Kakashi gegen seinen ehemaligen Sensei. Ja, Minato, mein ehemaliger Main bei Storm Generations. Jetzt mal da mit Kakashi gucken, was er so reißen kann gegen ihn. Bam. Bu. Und ja, geht mal gar nicht mehr so übel. Wow. Ah, so sieht das aus in Kombination. Gut, das hätten wir jetzt also mit Guy und Asuma. Genau, Asuma hier sehr. Asuma Sarutobi. Ausgewichen, scheiße. Alter, das hätte aber schief gehen können. So, Verteidigung durchbrochen und Feuerversteck Jutsu. Na, Sensei Minato, na, was machst du, Sensei? Toll, dass er getroffen hat, aber normalerweise trifft das eigentlich nie. Naja, egal. Wow. Haha, cool ausgewichen. Tja, ich hab's mittlerweile einfach drauf. Auch den simplen, nervigen und spammigen Rasengans auszuweichen. Naja, ich praktiziere es ja selber das mit Rasengan, nicht wahr? Von daher muss ich auch wissen, wie man denen ausweichen kann. So, ich habe gleich gewonnen, wie es aussieht. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und zack. Und tschüss. Doch nicht? Nein! Ich dachte, du setzt ein Jutsu ein. Scheiße, ist ja sein Wurf. Oh. Na, wir haben es gleich. Es dauert nicht mehr lange. So, Guy, willst du auch noch ran? Wow, voll Doppelangriffskette. Wow. Und das war's. Doch nicht?
Entschuldigung, aber das war's. Das wird hochgeladen, wieso auch immer. Kakashi-Attacke! Der Sieger gegen seinen Sensei Minato. Im Real Life natürlich niemals, beziehungsweise im Real Manga, aber ist auch egal. Rang S und es geht weiter mit dem nächsten Fight. Cool, einfach geil. Ich würde mal sagen, der letzte Fight für heute, Freunde, mit Obito gegen Pain. Das hat ja schon irgendwie was... ich weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Obito, der eigentlich ja... Gut, nein, ich darf nicht spoilern, scheiße. Von dem her, nix, ich habe nichts gesagt. So, Obito, noch nie mit dem gefightet, keine Ahnung, wie der kämpft. Wurf, sieht gerade... Wie geht sein Wurf? Ich darf gar nicht, er weiß nicht... Wieso... Funktioniert mein Wurf nicht? Oh, Verbindung. Oh, die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Okay, Kakashi funktioniert. Ja, schön. Sein Wurf funktioniert, mein aber nicht. Mann, Obito, wie geht dein Wurf? Ja, normales Jutsu, schön. Wie geht denn der? Ah, jetzt hat's funktioniert. Ah, ich muss eine bestimmte Entfernung haben. Oh, ist das scheiße. Gut, Ultimate Move. Ausgewichen. Ah, den klappt da. Den schaffe ich auch noch an. Den schaffe ich auch noch. Und zeige ihn euch, wie der aussieht. Wie sieht sonst aus da? Gegen Mr. Hack. Mr. Hack. Gar nicht mal so übel. Chidori von Kakashi. Und mein Feuerjutsu hinterher. Coole Kombi. Und... Scheiße. Nein, voll Papierjutsu gefangen. Uah, weg da. Und jetzt schon. Ah, verdammt, wieder daneben. Das gibt's ja wohl nicht. Komm schon, Obito, du bist der Sieger, du bist der Winner, du musst das Ganze reißen, du musst... verdammt. Ein Feuerjutsu einsetzen, genau das musst du jetzt. So, Sensei Minato, der kann gerade auch nichts viel ausrichten. Nochmal, wie geht denn das Ultimate Jutsu? Ah, jetzt ist es geklappt, ja, jetzt mal. Sieht irgendwie noch cool aus, wa? Hat irgendwie was Strategisches und Episches. Und jetzt beenden wir es mit dem Erwachzustand. Ups. Na klar. Seit wann klappt das? Ich dachte, ist das neu? Sorry, aber ich dachte, bei Generations ging das nicht. Werfen, wenn ich im Erwachzustand bin, das wäre mir gerade neu. Bin ich nur im Pseudo-Wachzustand? Hä? Ich habe das irgendwie nicht ganz. Na egal. Vielleicht wurden auch die Regeln für Storm 3 ein bisschen geändert. Mann, der mit seinem übermächtigen Druck, hey. Obwohl, ich sehe gerade, ich bin ziemlich lang im Wachzustand. Seltsam. Wow! Alter, die Teamattacke, hey. So, würd's bitte mal stillhalten, ey. Na, jetzt mal, ne, scheiße, mein Wachzustand ist da. Und der Wachzustand ist weg. Na egal, ich schaff's auch ohne. Mit Sensei Minato aus dem Hintern angegriffen. Freunde, das war's für heute mit dem ersten Part vom Let's Fight Online Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Nächste Woche geht's weiter, wenn ihr wollt. Und so mit restlichen DLCs noch und noch etwas anderes, was ich euch da zeigen kann, was es hier beim Online-Fight gibt. Und zwar so eine Art, naja, Kämpfe bis du verlierst Modus. Also dann, ciao zusammen.